So, da sind wir wieder zum dritten Teil. Schauen wir mal, dass wir da weiterfahren können. Der erste Teil, der Prolog, haben wir ja mehr oder weniger das Halbgar überstanden, ohne dass ich müssen erbrechen musste, weil da wird es mir auch schlecht bei so Einige von solcher Don Galantes Kameraführung. Partnern werden später mit einer Lieferung eintreffen. Schlaf nicht in der Sonne ein. Der zweite Teil, da Familia, haben wir überstanden. Das war relativ langweilig. Keine Action, habe ich die Charaktere lernen kennen. Andiamo, auf geht's. Was? Ich sagte, auf geht's. Der alte Mann auf dem Wagen hat in letzter Zeit einen Kopf wie ein Schwamm. Hört nicht mehr so gut. Ist aber loyal und war lange vor mir hier. 80 Jahre alt und kutschiert immer noch für Todisi den Wein durchs Tal. Also kümmert sich der Don um ihn? Don Todisi kümmert sich um alle in der Umgebung, Enzo. Heute kannst du einiges lernen. Da sind wir doch mal gespannt. Wie lange arbeitest du schon für den Don? 20 Jahre um den Dreh. Hab aufgehört zu zählen. Und wie kamst du dazu? Nun, mein Vater züchtete Vieh oben in den Bergen. Eines Nachts kamen da diese Banditen, haben ihn erschossen. Danach half der Don mir. Tut mir leid. Wieso habe ich etwas anderes an? Du wirst also hierbleiben. Ich war mir nicht sicher, ob du das aushältst. Was meinst du? Ich dachte, du würdest nach La America gehen, um das große Glück zu finden, wie all die anderen. Ich habe hier alles, was ich will. Oh. Und was genau willst du? Ein selbstbestimmtes Leben. Du bist ein tüchtiger Arbeiter, Enzo. Hast verlässliche Hände. Damit kannst du viel erreichen. Ist gut. Gebt mir eine Waffe und dann reiche ich noch viel mehr. Das Wetter ist hervorragend für das Rennen. Die Colle Zolfo-Reiter habe ich immer trainieren sehen. Jetzt weiß ich warum. Die werden keine leichten Gegner sein. Ah, wir haben Arnaldo. Hat schon mal gewonnen und kann wieder gewinnen. Ist er so gut? Der Junge hat gottgegebenes Talent. Nur der Teufel könnte ihn heute vom Sieg abhalten. Wohl zum ersten Mal in San Celeste. Sonntags brachten sie uns immer nach Colle Zolfo zum Gottesdienst. Weiter war ich von der Mine nie weg. Nun, heute wirst du die Stadt sehen. Don Todisi treibt dort mit vielen Leuten Geschäfte. Weinlieferungen? Klar, Wein und noch viele andere Dinge. Wieder wären? Sei vorsichtig mit deinen Fragen, Enzo. Der Don ist im Geschäft mit Gefälligkeit. Er hilft denen, die sich an niemanden wenden können, wenn sie etwas besitzen, das sie lieber beschützen wollen. Diese Menschen bringen ihm dann Dankbarkeit und Respekt entgegen. Sein Name wird hier geachtet. Anscheinend will sich jeder das Rennen ansehen. Für die Leute des Tals ist das eine riesige Sache. Der Palio ist ein Tag der Ruhe und des Feierns. Nicht für uns. Für uns geht das Geschäft vor. Immer. Ich meinte damit nicht... Schon gut. Ich weiß. Es ist nur eben das, was uns von den Arbeitern auf den Feldern unterscheidet. Also die Gegend ist ja wunderschön. Bevor wir in die Stadt gehen, müssen wir noch etwas ausliefern. Das Gebäude dort vorn. Los, fahr hier rüber. Was? Halt an! Ja, ich bin ja nicht taub. Malirito. Für wen ist die Lieferung? Pasquale. Ein Freund der Familie. Repariert unsere Maschinen, Motoren, was auch immer wir ihm bringen. Und, naja, er kann Dinge auftreiben, die man sonst nirgends findet. Enzo, schnapp dir bitte die obere Kiste. Gut. Folge Luca. Fahr weiter nach San Celeste und beten wir zu Gott, dass er dort heil ankommt. Enzo, folge mir. Also ich muss die Tür selber aufmachen. Ich habe die Kiste, muss die Tür aufmachen. Du willst mir da helfen. Da. Ah, da ist ja unser Mann. Stronzo. Hey, Pasquale. Luca. Fleißig wie immer, was? Enzo, drüben auf dem Tisch. Wie geht's deiner Mutter? Wie immer. Sie lässt mich nie in Ruhe. Aber ich schätze, das ist kein Höflichkeitsbesuch. Also? 50 Messinguhren von Freunden aus Acireale. Sie gehören dir,
wenn für Enzo dabei ein gutes Messer rausspringt. Lässt sich einrichten. Hat er Bastonis Gesicht verunstaltet? Genau. Weiß er, dass er am Arsch ist? Er kennt Il Merlo besser als die meisten. Enzo, schau doch mal in die Kiste. Aha. Die Nahe. Los, Enzo. Geh runter, meine Mama wird dir helfen. Achte nur auf deine Wortwahl. Ich nehme an, wir werden dich nicht beim Palio sehen, ah? Entschuldigt mich beim Don. Aber Cesare und die Jungs kamen gestern mit einer Flasche amerikanischen Whisky vorbei. Wo muss er her? Mir brummt immer noch der Schädel. Ich werde dich Oh, da entschuldigen. hängen. Ich frage mich, wo der abgeblieben ist. Ist um Mitternacht wegen irgendeiner Kuh nur weggegangen? Privato. No. Passt schon, privato. Buongiorno, Signora. Ich suche ein Messer. Der Tisch dort drüben. Aha. Okay. Wenn jetzt das nicht mehr. Haust du mir auch nicht auf die Finger? Hm. Müssen wir zuerst auf den Tisch stehen. He? Ah, das ist ein Sato. Okay. Hier ist Munition. Woher muss ich? Da. Was ist das? Wonach sieht's denn aus? Hab ihn aus der Villa eines Witwers. Schon beeindruckend, was Leute mit mehr Geld als Verstand in ihren Häusern haben. Okay. Attribute. Um Schlösser zu knacken, um Gegner heimlich auszuschalten. Man kann ihn geworfen oder dazu genutzt, um Gegner im Kampf auszuschalten. Drücken von Q in spezifischen Situationen ausführen. Wettstein schärfen. Okay. Also ich habe 200. He? Also ich kann es. Das kann man schießen. Das da. Okay. Und Colosso haben eine hohe Haltbarkeit. Das ist dann gut. Muss nicht gegen schärfen. Geworfen werden. Ist auch spannend. Will wir schießen oder? Ich muss sicher Schlösser auftun. Gut. Ausstatten. Ich nehme Verlasen. das hier. Grazie, Signora. Schneide dich nicht am scharfen Ende. Nein, nein. Ah, das kann ich kaufen. hä? Okay. Das da hier. Das ist eine Trinakria, ein altes Symbol unseres Landes. Sie sind von besonderem Wert. Wenn Sie eine finden, bringen Sie sie doch zu mir, ja? Ich zahle gutes Geld für alle, die Sie finden können. Das machen wir. Und da Munition. Munition ist nicht. Okay, Munition ist niente. Das habe ich schon gemacht. Gehen wir wieder raus. Fühl das Gewicht. Gewöhn dich dran. Dieses Messer könnte dein Leben retten. Ich habe schon einen Messerkampf gewonnen. Du hast einen Messerkampf überlebt. Ja, würde ich sagen. Willst du noch einen überleben? Dann lernst du lieber die alten Methoden. Aber ich soll mich doch von Ärger fernhalten. Sollst du ja auch. Aber, der Ärger hat es auf Leute wie uns abgesehen. Wenn das passiert,
Dann bleib standhaft. Schreck niemals zurück. Was auch immer die anfangen, beendest du. So muss es Sie laufen. kommen wegen dir. Wegen der Leute, die dir wichtig sind. Du machst sie fertig. Kapierst? Ja, klar. Du sagst, dass er schon feine Gut. Haare bekommen. Jetzt ist Zeit, dir was beizubringen. Etwa damit? Komm schon. Mal sehen, wie du damit umgehst. Versuch mich zu treffen. Oh, so verschwendest du nur deine Kraft. Mal sehen, was du drauf hast. Avanti. Gut, nochmal. Gut. Die Grundlagen hast du schon mal drauf. Jetzt musst du lernen, zurückzuweichen, bis der Angreifer einen Fehler macht. Ich greife dich an. Warte auf den richtigen Moment und pariere. Und nutze deinen Vorteil. Verstanden? Bin bereit. Mach's ihm nicht so leicht, Luca. Drücke Er muss lernen. zum Parieren. Manchmal ist ein gegnerischer Schlag zu stark zum Parieren. Wenn dein Gegner so agiert, bring ihn aus dem Gleichgewicht. Warte auf den richtigen Moment und weiche dann aus. Der Junge kann was. So viel Okay, willst du verletzt werden? Na los, gib dir Mühe. Perfekt. Rollentausch. Ich verteidige mich. Greif mich mit allem an, was du hast. Brich zu mir durch. Du hast es so gewollt. Das nennst du Schlitzen? So tust du niemandem weh. Versuch's nochmal, mit mehr Kraft. Minchia. Konzentrier dich. Na los, nochmal. Na los. Greif an. Etwa so? Das ist es. Gut. Das nennst du Schlitzen. Versuch's nochmal. Gib Acht. Ah, nicht so. Ha. Konzentration, das ist wichtig. Überrasch mich. Zeig mir, was du gelernt hast. Der Junge ist nicht schlecht. Er könnte sicher mein Geschäft bewahren. Hey, du bist besser. Wie fühlt sich das an? Das Gewicht fühlt sich gut an. Er könnte dir wohl das ein oder andere... Scheiße. Verdammt. Glaubst du, dass auch nur irgendjemand da draußen Rücksicht zu nehmen wird? Lass dich davon nicht runterziehen. Ich hatte viel Übung. Oh. Am Kampfgeist mangelt es dir nicht, Enzo. Nutze dazu noch deinen Grips und du bringst es weiter als die meisten. Link, wir sind spät dran, komm. Ja, los, los. Harmonie, das Rennen beginnt gleich. Wir sollten gehen. Pasquale, Enzo gehört jetzt zu uns. Hilf ihm, wenn er vorbeikommt. Meine Tür steht immer offen. Gut. Pasquale besorgt dir alles. Lass dich nur nicht von ihm verarschen. Nee, nee. Das ist ein Pferdchen. Was da?
Wir müssen uns beeilen, wenn du das Rennen sehen willst. Andiamo! Vai! Più veloce, più veloce! Ja! Idiota. Schnell, sonst warten wir ein Jahr. Aus dem Weg! Doppelt genoppelt. Ha! Ja, komm schon! Zeit ist gut. Ich dachte, ich wäre schnell, aber du kannst wirklich mit Pferden umgehen. Du weißt ja, was man sagt. Reiten ist ein Spiel für junge Männer. Ältere Männer haben keine Zeit für Spiele. Wir haben es noch rechtzeitig geschafft. Hey, denk daran. Spadaro und seine Männer werden hier sein. Hüte deine Zunge und verhalte dich unauffällig. Hier können wir unsere Pferde lassen. Für Schlitz ist schon gut. Bene, bene. Ist Don Torisi hier? Er ist in seinem Zelt. Sei aber gewarnt. Es klingt gerade, als habe er schlechte Laune. Enzo, komm. Lassen wir den Don wissen, dass wir hier sind. Ich komme. Schau dich gerne eine Weile um. Ich werde in Don Torisis Zelt sein. Da oben, das letzte. Diesmal wette ich auf Arnaldo. Nach letztem Jahr würde mir meine Frau nicht. Du wettest mit den Galantes. Die lassen dich ausbluten, egal wie deine Ich wette auf alle möglichen Ergebnisse. Arnaldo Di Matteo, unser Liebling. Nicht gefolgt von neuen Polizeibereitern. Benvenuti, Signore. Ich würde da drin auch... Aus mit dir. Du bist eine Schande. Oh Dio, non di nuovo. No. Wo bist du gewesen? Ausliefern. Gibt's ein Problem? Ja, Arnaldo. Er wird nicht reiten können. Er kann nicht mal aufrecht stehen. Cesare, der Schwachkopf, hat unseren Reiter zu seinem neuen Saufkumpan gemacht. Vor einer Stunde sind sie immer noch im Puff gewesen. Was jetzt? Ich lasse mir dieses Rennen nicht nehmen. Ich kann reiten, Don Torisi. Luca, was hat dieser Bauer hier zu suchen? Kann er reiten? Hat immerhin die Spadaros abgehängt. In Ordnung. Ah, das ist doch gut. Machen wir doch. Enzo. Enzo. Wir werden eine Menge Leute zuschauen. Du reitest zwar für San Celeste, aber repräsentierst unser Geschäft. Und meine Reputation. Kriegst du das hin? Klar doch. See. Wir haben einen Reiter. Bereitet ihn vor. Willst du den Spadaros eins auswischen? Das ist deine Chance. Das machen wir. Das ist dann gut. Das macht Spaß. Reiter, nehmt eure Plätze ein. 2 Runden rund um San Celeste. Al posti, pronti, via! Bewegung, schneller! Los! Los, San Celeste! Los, mach schneller! Ein hoffnungsloser Fall.
Bewegung! Ich bin noch nicht so weit fahren, wenn ich so ziehe. Im Schattenspiel funktioniert auch nicht. Der hat keine Chance! Ja, komm, jetzt müssen wir wieder irgendwie schaffen. Da. Das ist gut. Andere Seite. Nein, da dort. Halt, stopp. Was hat der Müll überhaupt? So ist der schneller. Was habe ich da für eine Lava Go? Wow! Nur noch eine Runde. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Schneller! Nee. Andiamo! Andiamo, ja, los. Quasi befünft. Also der Rest ist... Das ist ja so ein schlechter. Kann ich wieder einfach abdrängen. Ach, sicher. Er packt das! Na komm schon. Halt, stopp, das ist mein Rennen. Schon, hast du gewartet, aber ich muss gewinnen. Komm. Hopp. Ach, ernsthaft? Er packt das! Ah, da ist Fine. Schau dir den an! Ah, das Spiel hat mir auch gewinnen, cool. Liebes Spiel. Hat mich auch gewinnen. Grazie. Kann er reiten, hat der Don gefragt. Ha? Er kriegt das Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht. Weg da! Aus dem Weg! Viel Glück im nächsten Jahr, Jungs! Spadaro Kohuna! Forza San Celeste! Ja, richtig! Seit 50 Jahren bin ich bei dem Rennen dabei. Erst als Junge, dann als Reiter und jetzt als stolzer Patron. Und wie ihr alle wisst, nichts macht mich glücklicher als ein Sieg für meine Heimatstadt. Es sind Traditionen wie diese, die San Celeste stark machen. Und jetzt lasst uns alle miteinander feiern. Und bitte, Applaus für unseren Sieger. Forza San Celeste. Viel Vergnügen. Was für ein Rennen. Bei all der Aufregung hätte ich fast vergessen, warum du hier bist. Mit besten Wünschen des Dons.
Kapitel fertig. Ah nein. Piazza Garibaldi 44. Das müsste hier in der Nähe sein. Was machst du denn hier unten? Ich wollte spazieren gehen. Da drüben geht alles drunter und drüber. Va bene. Andiamo. Also, wo ist unser erster Halt? Nummer 8, Signorina. Gleich da oben. Nenn mich doch Isabella, Enzo. Si, Signorina. Ich meine Isabella. Du hast ganz schön für Wirbel gesorgt. Vom Ausreißer zum Championreiter. Einfach so. Dein Vater hat mich gut behandelt. Ich helfe, wo ich kann. Nun, das hast du heute wirklich gezeigt. Mein Vater hasst es, sein Gesicht zu verlieren. Ich hoffe, er weiß deinen Einsatz zu schätzen. Jemand eine Party. Schön. Wäre unangebracht. Hier sind wir. Nummer 8. Wo jetzt? Sie redet mit dir. Könntest du... Was würdest du ohne mich tun? Sie müssen wirklich nicht hierbleiben. Ehrlich. Diese Arbeit ist würdelos. Ach, wirklich? Ich entscheide, wie ich meine Zeit verbringe. Das klingt Außerdem gut. ist Ihre Gesellschaft vielleicht gar nicht so schlecht. Kann ich Ihnen helfen? Ah, Signorina Torrisi. Was für eine Überraschung. Ist Ihr Vater hier? Nein, leider bin ich es nur. Er feiert seinen Sieg beim Palio. Verstehe. Bitte sagen Sie ihm, dass es mir leid tut, das Treffen letzte Woche verpasst zu haben. Ich wollte ihn nicht beleidigen, aber es kam etwas Dringendes dazwischen. Das wird mein Vater sicher verstehen. Bitte, nehmen Sie eine Flasche. Ich danke Ihnen beiden und dem Don natürlich. Fertig? Bene. Und weiter geht's. Wer war das? Wenn ich das wüsste. Er schien dich zu kennen. Sie kennen mich, weil Sie Freunde meines Vaters sein wollen. Jeder in San Celeste will ein Freund von Don Torrisi sein. Ich habe 1000 Onkel. Muss komisch sein. Ein Teil von sowas zu sein. Ich hatte nie eine Familie. Ich auch nicht. Zumindest nicht für eine lange Zeit. Wo ist dein nächster Halt? Hier steht Via Nino Agavi. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Tino hat dich wirklich auf dem Kieker. Er wartet sicher darauf, dass ich verschwinde. So ist Tino einfach. Nimm's nicht persönlich. Aber hast du wirklich vor, zu verschwinden? Nein, hab ich nicht. Nicht solange es hier ein Bett für mich gibt. Und Arbeit. Dann bete ich, dass Luca dir viel zu tun gibt. Ich hoffe. Es wird mir hier gut gehen, denke ich. Könntest du recht haben. Es ist gleich hier unten. Einen Moment. Ich muss schnell etwas erledigen. Was denn? Ich war oft hier mit meiner Mutter. Sie ist nicht mehr unter uns. Nein, ist sie nicht. Tut mir leid. Dieser Brunnen ist gesegnet, heißt es. Betest du hier, wird dir das Leben Glück bringen. Also, möchtest du ein Gebet sprechen? Sprich du eins für mich. Sehr gerne. Ave Maria. Mit der Wärme deines Herzens schaue heute auf uns, wie du dich um Mama im Himmel kümmerst. So zeig auch uns hier unten die Gnade deines Geistes und führe uns zum Glück. Amen. Werden deine Wünsche manchmal wahr? Hin und wieder ja. Okay. Komm, gehst du lang so schwer. Dann los. Nino Agavi ist nicht um die Ecke. Ich folge dir. Der Platz dort vorn ist mein Lieblingsort in San Celeste. Er bietet eine tolle Aussicht auf den Berg und auf das Tal. Und es ist ruhig. Du bist ganz für dich. Trotz all der Häuser und Leute um dich herum. Ich muss ich wieder selber aufmachen.
Niemand macht mir die Tür auf. Schon nicht Kisten tragen, das ist schon. Minkia. Spadados. Hey, Caruso. Oder sollte ich jetzt Lieferjunge sagen? Scheinst ja ganz schön was aus dir zu machen. Hast sogar eine kleine Putana. Testa die Hey, Minchia! calma, calma. Il Merlo vermisst dich. Ich sollte ihm ein kleines Souvenir mitbringen. Bleib hinter mir. Du bedrohst jetzt Frauen? Ich sage nur Hallo, Caruso. Spadados. Sie sind alle gleich. Scheiß auf sie. Ich bin deinetwegen hier. Du wirst dir noch wünschen, in der Mine draufgegangen zu sein. Großer Fehler für Torisi, gegen uns anzutreten. Denkst du, das würde ich mir entgehen lassen? Ha, du bist wirklich der Dümmere. Castadi! Na! Na! Du hättest nicht herkommen sollen. Testamentia! Du wirst deine Entscheidung bereuen. Hättest dich nie mit mir oder meinem Bruder anlegen sollen. Du bist nichts. Dein Bruder ist nichts. Ha! Nicht übel. Minchia! Diese Schunzi sind dran, wenn ich mit dir fertig bin. Das ist noch nicht vorbei. Au. Du kannst mir nicht ewig ausweichen. Aber so ein bisschen kann ich noch. Scheiße! Geht um ihn herum! Autsch. Nicht übel, nur zu. Hey! Scheiße! Verschwindet! Ich bin noch nicht fertig mit dir. Figi Putana, verschwindet von hier! Enzo hat mich vor den Männern beschützt. Ja? Gut. Am Tag des Rennens kann viel aus dem Ruder laufen. Geh wieder zurück. Isabella! Kein Wort davon zu deinem Vater. Wurde sie angefasst? Natürlich nicht. Du hast Mut, Enzo. Du hast das Richtige getan. Aber dich mit Isabella allein sehen zu lassen, ist dumm. Wäre jemand anderes um die Ecke gekommen, wären die Spadaos dein kleinstes Problem gewesen. Luca, wir Hör waren mir nur... gefälligst zu. Pass auf. Der Don hält seine schützende Hand über seine Tochter. Die Menschen sehen ganz normale Dinge und reimen sich in ihren Köpfen was zusammen. Lass das auf keinen Fall zu. Diese Sache hier bleibt unter uns. O capisti? Ja, ja. Sie. In Machen Ordnung. doch. Gehen wir. Schon schwierig, so ein Messerkampf. Zum Glück ist es auf leicht eingestellt. Das hätte ich es sicher nicht geschafft. Wäre irgendwie dreimal gestorben. Forza San Celeste. Gut, habe ich gewonnen. Danke, facher Stufe ist sicher und ich habe es ja wunderbar gewartet. Und jetzt bin zu Kapitel 3. Was war jetzt Kapitel 2 gewesen?
Danke, dass du in San Celeste auf mich aufgepasst hast. Kein Problem. Ich hoffe, du hattest keine Schwierigkeiten. Hey, Caruso. Luca sucht dich, drüben bei den Ställen. Sag ihm, ich komme gleich rüber. Schick ihm doch auch eine kleine Nachricht. Du bist wissbegierig, Enzo. Treffen wir uns im Garten, wenn du weiterreden willst. Keine Sorge. Ich sag's niemandem. Okay, jetzt die Frage, was mache ich hier? Gut. Okay. Triff Luca bei den Stellen, triff Isabella im Garten. Das ist eine Nebenmission, so wie es aussieht. Wo ist der Easy? Wo ist der Garten? Ah, da, okay. Dann gehen wir zuerst zu Easy, okay. Aber dann lassen wir jetzt mal hier mit Kapitel 2. He? Dann danke ich erneut für zuzuschauen. Vielleicht schaffe ich Kapitel 3 auch noch aufzunehmen. Merci vielmals. Dass wir das beenden. Aufnahme beenden. So.